Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy Luxemburgs finest Metal Podcast mit Pete und mit Gilles. Bonsoir. Bonsoir, den Herr. Wie geht es, Monsieur? Mir geht ganz gut, ganz gut. Kann nicht klauen. Ein. Und prächtig. Prächtige Sache. Wir sind im NRW mit uncovered Sachen abklären, über Bands zu schwätzen. Geheimnisse auf die Spur gehen. Ja. Wir machen es auch spannend. Leichen aus dem Keller raushören und so. Genau. Du hast halt gedacht, ja, so uns schon ein paar extrem Bands durchgeholt und werden da auch nach ganzen Kopf kommen. Absolut. Du hast ein Band rausgepickt, wo wirklich Massentrend an ganz vielen was zu machen. Aber der Musik ist, wo sie machen, an dem visuellen, wie sie auftreten, oder generell die ganzen Trubel rundherum, wo die Band produziert, sobald sie an den Medien auftauchen oder so. Und da ist die britische Extreme Metal Band Cradle of Filth. Yes. Eine Band, wo wir allen zwei kennen, den eine vielleicht besser wie den anderen. Aber was das Cradle of Filth ist, die Wege des Schmutzes. Genau. Mit den Schöne Nummer schon mal direkt. Das ist schöne Nummer, ja. Für eine Schrift hat mir damals immer, war immer schmuckvoll zu gucken. Haut ja, das ist schon, der Logo Haut fand ich da immer cool, muss ich sagen, ja. Das ist schon irgendwie Kult, aber... Ja, also sind definitiv ihre Nummern befestigt an der Metal-Szene, du kannst nicht so. Das stimmt. Und ich meine, sie gehen auch schon seit 91. Ja, das ist auch schon 30 Jahre, wo die Band da geht. Oh, warte, von der Stadt eigentlich. Überlegen dann, wo. Da schüttert mich noch ein Kehr. Ja. Das ist krass, geil, das ist krass. Das ist wirklich krass. Wie gesagt, sie gehen wirklich schon ganz lang, und noch eine stattliche Diskografie handelt sich. Sind für viele Sachen bekannt, weil sie vielleicht erfolgreich sind, aber auch für ganz viele Sachen, weil sie von den Leuten gehasst gehen, eben weil sie so sind, wie sie sind. Also der Black Metal zerstört wird. Voilà, du war Purist, den das behauptet. Nein, das ist wie ja, natürlich, sind da mehr. Ja, was das macht kann, Cradle of Filth, mal ein bisschen durch die Diskografie gehen. Wenn du den Namen Cradle of Filth hörst, was denkst du? Ja, also das eng von meinen ersten Begegnungen, die wir hatten, mit Extreme Metal gewirrscht. Sogar noch lang bevor ich Extreme Metal gelauscht habe. Ich hatte ihn nämlich kennengelernt an einem ganz zarten Alter, nach von 13 Jahren oder so ungefähr. Ja. Da war ein Video von hinten bei einer Rockshow von MTV, wo wir spät gelaufen. Ja, ich meine, ich weiß, was das ist, ja. Und ich war schockiert, weil die Zeit war ich so Grunge und New Metal. Nein, aber weiter nicht um mich. Wo sie Welten dazwischen. Und der Clip wurde gefangen, der war auch ganz jugendfrei, der Clip, schwarze vom Lied vom Cradle to Enslave. Ja, von Cradle to Enslave, ja. Und ich war so, what the fuck? Für mich war das pure Satanismus, was da gelaufen war, in dem Videoclip, ja. Richtig dick viel Blut, Gore, an der Brust hast du gesehen und alles war so unhellisch einfach, gell. Ja. Und ich war total schockiert, die Zeit war absolut gut nicht für mich, gell. Und dann viel mich spät, eben, wo ich mal mit rausgekommen bin, durch aber dann angefangen zu gefallen und so viel gelöscht hat. Wo man verbunden ist, der Fräste, ja, so einfach mal denken, sich bedeuten sie immer schon etwas, weil eben einfach meine nächste Begegnung war mit Extreme Metal. Aber ich muss auch so in Haut lauschen, ist dann nicht mehr so viel Spreng mein Ohr irgendwie aus dem Cradle Sound rausgewusst, leider. Ja, das verstehe ich. Wir hatten schon oft über die Situationen geschwärzt, wo man Bands von früher einfach nicht mehr so appréciieren können, an eine genaue Begründung gibt es nicht, weil sie von genau das machen, was andere Bands auch machen, was man lauscht, aber irgendwie passt es nicht mehr. So, vielleicht teilweise auch nicht zeitgemäß. Bei mir war es natürlich klar, ich habe das schon oft gesagt, von meinen ersten Alben, wo ich ohne zu wissen, was das ist, war Cradle of Filth. Das war Love
Hearts and Witchcrafts eng Compilation wo alles trop war wat ze bis dato gemet hun an schon de Videoclip och kann dann effektiv sie hatte ja massig viel eng von denen echten Metalband überhaupt wo e Videoclip huet Dirfe weisen wo so ausgesinnet wie ausgeseit. Da sind sie ganz schlimm an Furt geholgin von ja also ich mein gëtt kein religiös Gesellschaft die sich net gegen die Video ausgeschwert huet ja klar gi nach mich schlimmer gell für die Zeit gell Echtens dat und zweitens huet et ja neiich mat Satanismus ze dienen nee, ganz viel Goffik mat dran also was aus hat Perspektiv denke ich das viel Goffik dran viel Clive Barker Horror an Lovecraft genau dran, ja. An eben noch wat ich bei ihnen ich finde so dass ich taut méi appreieren mir dat ich mengen du waren an menge Welle lenkt we mal ugefangenen Cradle zu lausren an noch ze summen dat Interesse von tun an dat war ja den Album dann ich meine dat war Nymphetamin an den no Godspeed an the Devils Thunder dat war so de Album wo als allen zwee bisssen so an die gotisch inspiriert Welt wo sie du kreieren eben mat den berühmte Schriftsteller Robert Parker also der Lovecraft oder generell den alle britischen haunted Atmosphäre so dat war immer ein Trademark für sie an ich meine tun auch Demos so gut riverbrut dass het einerseits faszinierend war obwohl Musikfleit net lo de performantesten ass wanns verstehst ugo sie sind lo kein die lo das net technisch evaluieren das net super komplex verkäft sich aber gut an da hat so Grund für wat das deelweis gehasst sind ja weil das schon trotzdem sowieso sind an der Black Metal 10 bewegen ugefangen hun inspiriert gefilt hun an eben noch bisschen gleichzeitig mat Timo Borgia bis Hello gemacht hun dat war das nach bis haut ein no-go an der Black Metal 10 Sell das einfach dat geht anscheinend geht dat einfach net dabei fand ich as da wo das überlieft also den Attitüd fand bei weitem überlieft fallen doch also sprengen auch an viele Black Metal Fans in Albume wie das can hören Brace Cruelty in the Beast zählen haut auch zu Klassiker allgemein an der Black Metal Szene genauso wie Timo Borgia Throne Doctors Triumph zum Beispiel das ist richtig und es sind noch irgendwo fest davon überzeugt das wäret net wie Cradle of Filth oder Timo Borgi oder die später Satyricon Alben wo sie bisschen mit probiert tun oder ob sie nur gewollt gemäht oder nicht mehr wissen dat nicht mir wusste ich gemerkt und okay lesen einen gewissen Notkommerz ran da tut Tieren abgemäht für ganz viel Laustra wo dat du niemals sicher gerne wäre das stimmt und, wann ich so hier Diskografie guckt wat finde ich so gefangen hat gesagt 91 sind zwar nach Demo und so rauskommt dat wirklich ganz im Umfang an den echten richtigen Album den hast du 94 dat war The Principle of Evil Made Flash war das auch schon alle Klassiker gött aber ger vergisst muss ich so das ist wirklich rau also du verstehst ich auch dass du kannst wirklich nicht als Black Metal als Black Metal definieren auch von vielleicht visuelle so rüber könnt das stimmt das Rang das die gewissen Horror Crosspaints natürlich als viel benutzt gehen für den Rest wurde relativ wenig zum beim Sounds zu denen den aus Norwegen kommen ja das stimmt und schmengen wo man sowieso dabei sind relativ die famose Doku wo mir auch schon geguckt und wo der Gewicht wie schon mit Sam dann also Sam dann wo hier wird extrem Metal weil schwelzt dann jeder wen sie auch an schmengen sie noch mindestens genauso wichtig wie Christi wie Mayhem oder Darkthrone oder so auch von so nicht direkt und de Black Metal rundknappe mir einfach für die extrem spart sind sie fand ich ganz wichtig für die extremen Szenen am allgemeinen sind sie wichtig also
sie gehen dazu definitiv gern sind die großen eben sind sich den selber so geschafft durch zu kommen wo sie sind und dann haben sie die Platz auch verdenkt ne? Das stimmt weil ich immer appreiert tun und der höchste war ja Karriere muss ich so ein nur dem sich die famosen Album die LP oder die Doppel LP hat dem war ich natürlich war geflasht von du ist natürlich Musik nicht so einfach von wie haut dann nächstes Mal dem ich Verbindung kommen sind das war halt Cruelty and the Beast dann das war auch den echten ja Konzept richtige Konzeptalbum wo ich überhaupt gelauscht da tun ja das stimmt ich meine da war auch die bei ihnen so an Verbindung nochmal da kommen ja das stimmt eng Story vun Cruelty and the Beast sie besangen eng das schon eng ungarnisch oder wat Elizabeth Bathory also die Gräfin da so eng Massen mehr darin aus dem Rumänien sie hun de ganze Konzepte rundum geschrieben an ich fand den Album so rau an so engerseits knaschtig an Fleisch so net so gut produziert wie der etwa haut man natürlich mit den das matt het beste Wirk eben wellet so haunted also wirklich so den, ja. Du hast schon haut immer nach einem mulmischt Gefühl wann ich den ganzen Album lauscht ja so. Das stimmt das ist wirklich erdrückend irgendwie eng Vocal sind das bekannt für singen Shrieking Vocal und geht kein wo ernst das so krass irgendwie hier das Spanisch da wollte ich zunächst drauf angehen das meine das einfach den Haupt Trademark ich meine ja. sie sind hauptsächlich bekannt du Wingser wegen Danny Filth singen Gesang am Auftritt ja ich kann auch lokal anderen den so singt wie er nicht auf dem Album ne? Nicht wirklich und das ist auch witzig so. Egal wenn's du fräst an der Zeit oder egal wie wenn es der Cradle of Filth ist es fällt da justieren an weil die anderen sind nicht wichtig und das gesagt dann noch zum Beispiel ob ihrer immens langer löscht von past Members wo an der Band gespielt haben ja. Erst noch immer dabei hier aus dem Mann wozu nur sind schon über 10 davon und ich kann mir auch vorstellen dass es nicht so einfach als mal Team zu schaffen weil wie gesagt sie eng verdammt lang löscht macht ganz vielen bekannte Musiker wie zum Beispiel den Nick Barker und the Drums wo eng Maschine war für die Zeit an der Black Metal 10 der nicht bei Dimmu Borgir gespielt den hört ich weiß nicht wo nachgespielt der war wirklich präsent Sarah Giselle Dever auch op den Vocals das hat die Frage gesagt han den Drohnen immer am Chorus an so matt gesungen dat sind aber groß nehmen wo du aus dem Haus kommen und, ich kann mir feststellen dass es wirklich schwer ist an der Band Cradle of Filth ich will so unerkannt zu gehen ja doch irgendwie sei fest Platz zu fannen zumindest wirklich so ja das stimmt das ist so oft bei verschiedene Bands das wirklich relativ oft Line-up Viersel hörst an das im Endeffekt just den Sänger oder so den Band der versucht so geheiert an alles von rum wirselt die ganze Zeit und viele Fälle man nicht op ne? Ja das stimmt aber man nur bisschen wie gesagt durch Diskografie gemühen hat der Principle of Evil Makes Flash 94 und hast Dusk and Her Embrace 95 rauskommen an die Part 96 sind rauskommen dafür du war ein kleine EP also sie waren regelmäßig dabei und ich meine die Rhythmus und sie bis haut beibehalten ne? Ja an anderen Album wo ich auch unbedingt muss erwähnen weil dem ich verdächtig an Kontaktbrut huet mit dem famosen Lovecraftian Horror Erzählung das Medien von 2000 wo zum Beispiel aufhängt was fängt denn at the Gates of Medien und dann du noch könnt Cthulhu Dawn und so der hat so schräge Cover gehabt ich weiß genau wie der Cover ausgezeigt wo so wirklich strange Figuren der Gesicht drauf war so Hintergrund Hintergrund an 4 steht Frauen schon engem Latex Kochsee lange schwarzen Papierflicken bisschen cheesy an neben steht ein komisch Kakerlaken Figur mit den war geil muss ich meine du war noch
mat dat bekannteste Lied von ihnen liefte from the Cradle of the Slavers Her Ghost in the Fahrgast drauf. Ja, Und ja. dat war natürlich darum nach méi Suse op het MTV mäßig war Videoclips waren noch nemmi grad so krass muss ich so an den Ja. Aviation the Razorhead den de Sprecher war Dann, do für dich Bradley excuse me Doug Bradley Genau. net geschwert wird ja. genau Den hat oft Martinen kollaboriert spender Medien ich mein op dem fette Min an dann enke bei Godspeed an Devils van der an dem Lächten also noch an dabei also war regelmäßig ger gesinn gascht ne? das immer gut en 10 Bit was ich dabei zu hun Das wunderbar an ja Medien wie gesagt dat war geil und ich meine da war ich an dat war die Zeit wo ich voll drauf war also, dat war schon meng so nicht gelöscht hat wie dat ja dat war schön Zeit a dem Vitamin och spe dafür so even den echten Album wo ich am du nur bis mé rakom sinn bei hinnen ja auch ein Album wo ich lumbe so in das einfach voranzukommen lauscht sich immens gut das net so krass an ja, das war nicht überproduziert ja an noch eben Lit nimmt Vitamin ich mein, dat kennt auch bei drehen ich mein, das mat even ihrem bekanntes Lieder auch Ja, Gemenge mat der Sängerin Christian ich weiß was nicht, dabei. ja genau, Wo liefs Eis das stimme do ja an ja spannend du gin ich recht Nymphetamin war eng angenehm erfrischend Aufwieslung am Vergleich zu dem Nation Day wo dat Jahr für Donner rauskommt war dat war ja auch Ja. so ein bombastischen Konzeptalbum iwwer den Garden of Eden und alles dat wat do schief gelaufen war laut ja sind se stillweise auch unter Bibel orientiert an do ege Version daraus geschrieben an dat fand ich gerade faszinant weißt du, können wirklich besuelen an et immer irgendwie so machen dass het creepy river könnt only dass het zu viel creepy ass mir so ja so ein Halloween creepy ist dat falsch nee ich dachte ich verstehe was du meinst ja dat passt auch als Begriff gewisse ich meine das auch immer die Zeit sowieso im Oktober November wo Cradle of Filth ein Album rausbringt ich meine wenn er nie ernst das ja passt einfach Passt einfach. mit Stimmung Wir sind mit bei hier herbstlich Stimmung einfach ja an du no Da kommen noch ja die das ist- Phonography die Ja. kommen nach der Not die hat mir net besonders gefallen muss ich so ja das stimmt es nie rakommen an den Album dem muss net ich muss so mittlerweile fanden sie ganz gut an der okay Thema ich hatte von du gelöscht dat wie wir dat nee, ich weiß nicht also wann du sie all drin kannst ja mat verschiedene Facetten lauschteren an du west hat sie bis lo gemäht hun fandch as Phonography net so schlecht och wann net niemals so Klassiker ruckend au contraire das auch bei weitem kein von ihre stärksten Alben weil ich fanden so Lieder wie der schmengt dass der Wille Wallo von him als och Ja. im Album drop als Gastsänger an dat war aber irgendwie nice dass es auch wann net andere Männer kommerziell Band sie mir sind sich aber du nach och net lo geschumpt für so Sachen zu machen gell? ich meine sie hatten noch op dem bis dato waren se Status gehabt wo sowieso scheißegal war ich meine du hätten Ja. ja. könnte machen was zu wollen an aber gut gewischt weil sind ja fest Fanbase gell ja, klar. und die lebt hin net fort ne dat lo ein Hardcore Black Metal Elitist du gehen hue das sind da so lang wie bret gell spengen am Endeffekt kein geschriebene Regeln wie Black Metal zu klingen hört oder wie hart Musik zu klingen hört ne und macht einfach was der Bock hörst Dat stimmt lo dat sees an du kommen nicht dann zu dem famosen wat schmengen Phonography oder war dem Nation Day Ja. zu dem Zeitpunkt hun ich ganz viel Metal Hammer gelees schmengen durch oder just noch net an der Metal Hammer hun sie auch gern Alben durchgeholt die davon anderen prominenten Metaler die wo an Ja. Band spielen kritisiert gehen du, Ja. du kann ich mich schon etwas erinnern du hast den schmengen war den Damnation in the Day as vom Frost vu Satyricon reviewed gehen mhm.
ich verstehe seine Reaktion, mir irgendwie sonst mal so, dass Band nicht wirklich Stoff hier kann, dass sie immer unter dem Black Metal Fandel da landet. Und zwar nicht, wenn der do Black Metal ist, da ging ihn direkt abhalten mit Musik machen, weil der tut absolut nicht mit Black Metal zu dienen. Und ja, nur doch recht. Ja. Ja. Das Extreme Metal und du hast von alles dran. Und da war fand ich die Aussage ein bisschen, ja, puristisch gesehen. Muss das Sinn. Ja. Du kann ich mich effektiv gut daran erinnern. Und ja, ich schon das nie verstanden, weil so richtig in Black Metal wehrt zu 94 und so am Norwegen, hat ich zu dem Zeitpunkt nicht könnte lauschen. Das wäre nicht gern. Ja, ich meine, das war einfach nicht als Zeit. Ich meine, wir sind nicht in der Zeit groß gehen. Doch sind wir schon, aber bei einer anderen Musik, das man so ja, so. Ja. Ne? Und wir sind ziemlich spät zu dem richtigen Black Metal kommen gewesen. Ne? Das stimmt. Du hat einfach kein Ohr dafür gehabt, gell? Wohl, das war so Lo-Fi produziert, das wäre damals nicht gegangen. Und du hast den Cradle schon relativ frei ob eine gute Produktion gepocht, aber ja, doch gut fand, gell? Ja. Passt doch bei ihren Stil. Ne? Von ziemlich frei von dem Konzept distanziert. Schon bald ja. kannst du den ersten Album hat absolut nichts damit zu dienen. Ja. Und du hast ja direkt Dingens kommen, Eisenalbum, so mal, Godspeed und The Devil's Thunder, wo... ja, den hat mir damals ziemlich gefeiert gehabt, das finde ich ja. da ganz gut. Ja. Ja. Oder wie heißt denn ich meine, The Life and Crimes of Jill the Ray. Jill the Ray, ja. Ja, das ist wirklich ein... Also, es ist nicht erzählt, dass das ihre besten Album ist, als ihre spätere Karriere. Ja. Konzeptalbum sowieso. Auch ein stattlich längt, also mit über 70 Minuten Spieldauer. Das ist schon... große Kino fand ich. Das ist geil, den Album. Du kannst wirklich absolut ein Stück so. Den möchte ich aus Fallen zu lauschen. Ich meine, sie hatten da auch ein Celtic Frost Cover gemäht von, weil sie den Celtic Frost hat auch ein Lied über die Jill the Ray, wird das schon gegeben. Into the Crypts of the Rays oder so. Ja, so, das von ihrem ersten Album, ja. Ja. Und das war auch den Album, wo hier einen neuen Drummer, wo nach immer dabei ist, hat mich ein bisschen wundert, muss ich so Martin Skalunga dabei kommen, den Adrian Erlandsen ersatz wird. Und ja, den Album, ich lasse den Haut eigentlich sogar nach am liebsten von alles, was gemäht werden. Zumindest von den späteren Sachen, ja. Aber wann ich nach einem Album bocken auch so von hinten zu lauschen, dann ist es aber auch definitiv das gehören, Boys. Ja. Ich weiß nicht, also bei dem Hayas, das ist episch, das ist grandios produziert. Ja, so ultra, wirklich dynamisch und mega atmosphärisch. Schon mal wie Theater ein bisschen. So. Ja, doch, da kann ich schon mal so Aufklärung gesehen sein. Ne? Kann ich mir vorstellen. Die ich noch relativ schätzen, die ich recht ziemlich spät entdeckt und das war ein EP von hinten, die einfach Vampire geheischt hat. Vampire Dark Fairy Tales, Dark Fairy Tales in Fallustein. Der ist ziemlich will. Ja, du hast auch meine Screen of Winterthorn drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Schmenge, ja, doch. Ja, das ist ein bisschen so ein Rohling, so ich mal. Weil den hat da waren viele Lieder drauf, die sollten mengen ob das gerne Embrace sollten die drauf sind, ja. Da nicht drauf gepackt. Ja. Der klingt wirklich ein bisschen wie knascht, definitiv gut Stück. Ja, und das letzte Lied, The Rape and Ruin of Angels. Hosannas in Extremis. So, ja, okay. Das darfst du eben nie lauschen. Das war wirklich bei mir war so geil. Also ich weiß, dass ich mein Cradle of Filth CD und schon die Misse verstoppen, gell. Okay. Ja, aber come on, gell. Du hast wirklich viel Cover gehabt, wo entweder Boobs oder sonst irgendetwas gemalt war. Und da war ich aber noch mit meinen Sachen, ja, 14, 15. Ja, ich will nicht so, dass es schlimm gewesen wäre, aber es war nicht so gut durchgekommen. Hatten sie denn doch ein T-Shirt gehabt, wo drauf stand, Jesus ist erkannt? Doch. Wann das sie? Okay, schon mal. War man nicht mehr sicher. Also ich weiß, es gibt so ein famösen T-Shirt von Marduk und es gibt von hinten. Ja, ich verwisse die auch mal, weil Marduk auch so etwas. Ja. Den kannst du mir doch nicht vorstellen. Nee, das kennst du nicht, gell? Nee. Sondern das wird Mass. Geht schon dein Kehr, gell?
an der Schul wärst du dumm geguckt gehen ge du wärst du sicher also du hast wahrscheinlich aus dem Saal geholt gehen wahrscheinlich mit dat war ja auch gerade so dat interessante du dann für mich ja war Cradle of Filth wenn die echt Begegnung mit dem wirklich dem Extremen an bisschen dem fuck you los mich machen was ich will Metal wo ich auch wirklich wollt wissen im Wetter dass du geht dann ein du ja das war nice war wirklich nice absolut nee wir sind fertig mir ich bei 2008 ich wollte aber dazu so alles was no Godspeed Devil fand da kommt als war für mich nicht mehr so dat ja okay ich verstehe einerseits ich verstehe die zwei no kommen die Darkly Venus Aversa ja ne so hört ihr flotte Momente mehr am allgemeinen nee das nimi dat an ich mengen das wie du sest du ab du huet Band ich will nicht so dass es ein bisschen so fall ass me du sie wirklich auch die lächt Memberen wo mir lang dabei waren sind du so löser gangen da war du schon mengen die waren du rum du oder aus dem gangen oder irgendwie so etwas nee war du rum zurückkommen ich will nicht so dass den Album ultra schlecht ist me aber als gut gift oder bezechten trotzdem ein gute Erklärung hatte ich denke gesehen wie den herauskommen aus natürlich schon wirklich gelauscht hat intensiv an das mat Godspeed an the Devils Thunder vergleich am Sinn von so Godspeed an the Devils Thunder war wirklich ein maskulinen Album am Vergleich zu Darkly Venus Aversa als wirklich alles feministisch gesehen ein Album das méi op dat rankt gangen an dem Album as wie am de Konzeptgange vun dem von dem Dämon Lilith ich meine die echt Frau vom Adam ne aus der biblischer Version oder so irgendwie so etwas auf jeden Fall richtig geil Lieder drauf wo richtig schnell sind richtig okay der dort Cradle of Filth an einer nicht so ja das ist nicht so dat ja muss wirklich ab du hatte sie auch definitiv verloren ich meine du war so ein bisschen mir in einer Richtung gegangen weil ich so wort leuchteren auch die Manticore der wie sich gut nicht Hammer of the Witches 2015 gut keine Ahnung süß die von 2017 Cryptoriana yes okay yes so ist viel okay und dann warum die ganz Time der kann schon gut nicht aufhängen witzig mein, der kann ich mehr aufhängen wie Matlo ganze Körper an also okay nur Darkly Venus Aversa also nach Evermore Darkly kommt das war auch um so ein Compilation braucht weil das ich meine nicht ja dann The Manticore and Other Horrors 2012 war auch ganz okay an ich so ein The Manticore als ein Nymphetamin 2 weil er genauso unkomplex an unkompliziert geschrieben hast und dann das vergleichbar schnell rauskommen wenn du guckst hier Flow wie oft dass sie Album schreiben weißt dann das wie du siehst dann hast du auch scheißegal ob es gut ist oder nicht weißt du, oder ob es Sinn macht oder nicht The Manticore und alle war wirklich eine Zusammenstellung aus wahrscheinlich so nach Lieder wo sie von einem Tier am Line hatten so komm ich spielen die lo mit denen Instrumente wo man lo hun so klingt das nämlich ne Hammer of the Witches hatte ich gut nicht gell gut nicht ich kann nicht so viel das du war irgendwie zu viel Symphonie an zu viel Atmosphäre ohne dass es creepy rüberkommen ja war die wirklich gut gelöscht auch von der ganz neuer von Existence in Teil und ich meine auch so 2 oder 3 Lieder gelöscht hat und da war das war was für mich sagt schon ein bisschen Gears muss ich leider so nicht weitergegangen ich verstehe nicht die machst Melo zum Beispiel mit Cryptoriana von was war das 2017 The Seductiveness of Decay da sind sie wirklich an da tut mir der Gefallen an die viktorianischen Gothic Horror gegangen da tut das ganz ein bisschen mehr so schmackvoll gemäht da waren noch ein paar richtig gute Lieder eben dann noch den Single-Auskopplung vom Heartbreak and Seance oder
Death and the Maiden zum Beispiel das wird ganz oft besungen wird me mit dem neuen wie soll ich so ich meine ich denke kurz über den neuen ausgetauscht an den neuen Asilo 2021 rauskommen nas an enger mega komplexer Zeit auch entstanden an laut hinnen ich hatte ein Interview gelesen mit Danny Phil wann sie wegschlo sie wollten ein Konzept draus machen irgendwie will nicht so dass das nicht gelungen ist aber sie wollten Tell symbolisieren ich meine was der Cover gucks verstehe ich da doch an wann bisse gucks und wat an den Texter geht me sind ganz großen Deel und ihrem Frust eben weil sie net neicht ernsts konnte machen as du rangeflossen an Schmenge vielleicht schon zu viel es sind pur sehr gut Lieder drauf mengen an wie ich dat Existential Terror as vielleicht noch net de klassische Cradle of Filth Song me und das aber umso mei neuen Cradle of Filth Song ja ich verstehe was du meinst ja aber war das auch cool von tun das war der Cover selber und der Cover ich weiß nicht ob der Cover das kannst du erinnern den Dämon den du im Stuhl sitzt an Leid du bufft und da Götze rausgekackt und das ist das famous Dingens von der Garden of Earthly Delights von dem Hieronymus Bosch singen Gemälde der sucht immer dran ich finde das schon cool von dass er das Rabbre tun ja so viel dat kann nur alles gut fanden mecht wie wat bei mir du hat sich ausgequädelt ich verstehe ich mein, bei weitem nicht so warm mit dem heute gehen wie mit anderen und du warst da aber immer irgend etwas wann du nun gesagt und natürlich ich meine gibt seit den letzten 10 Albumen gibt kein Cradle of Filth Album wo nicht für diesen Intro-Song ist also bald ein Intro an der zweite Lied übergeht dann hörst du just hier mit seinem klassischen Hachbiergesang du rakommen gell das ist schon so okay das so ja wir wissen Bescheid das ein bisschen schlecht gealtert über so viel Dekaden neben ja aber das meine singen doch bei weitem nämlich so ja so morbid wie zu den Zeitpunkt Stimme aufgeholt mit der Zeit das vor ja mittlerweile ja ich meine auch zum live Auftritter guckst von innen gell du merkst es noch mehr krass gell das stimmt wirklich nehme so da das ja generell wenn ich live Aufnahme gucken schon immer gesagt weil ich eben große Cradle of Filth Fan noch immer sehen und Strom wirklich ganz da Menge im Herzen ich weiß nicht ob es ging gucken gehen so gerne ich gucken gegangen wäre zum Beispiel sagen sie uns fahren Atelier du konnte mir nach vielleicht bis 10 zählen oder so weißt du? Ja lo ging machen weil live optritter sehen lusch von denen gell ich weiß nicht ob Leute sie gucken sie gehen aus dem Fett ich war Cradle of Filth gucken oder weil ich Musik noch immer gut fand das sie leben mittlerweile mehr von ihrem Ruf wie von ihrer Musik ein bisschen und das schut weil ich sind noch immer überzeugt dass das so Alben wie wie all die wie man genannt die mir gut fanden wo allgemein als gut ugesinn sind die hun immer Apps echt für Bands oder Zeit so bisschen einfach ein bisschen aufgeholt gell ja ich meine wann zu gehen fasten ich antreien Cradle of Filth Listener Bass an du lernst das ein Album egal ob du Sachen sie wieder nicht gefallen weil da kannst du natürlich über Zeit ger kreieren dann hast das oder die Lashtalbe sind wirklich top-notch Albe für Fans aber nicht unbedingt für die extrem Metal Welt ja recht also das engerseits ja das schwört mir war ich meine, sie sind ja auch schon so lange und ich kann mir auch nicht feststellen dass aber nicht kann mehr überrascht gehen vielleicht überraschen sei es effektiv und ja den das 2021 rauskommt nächstes Jahr könnt wahrscheinlich schon am den nächste wisst das so und sie schon ziemlich fleißig Album rausbringen ne? ja und vergleich zu so einer finnischer Band mir fällt Nummer an
keine Ahnung ich weiß nicht wenn du meinst Okay, das ist gut. das war nicht schlimm ich will auch Nee. nur eine die Warte schwätzen Nee, darum geht schon dann nicht. nee. Nee, also, wie gesagt, ich gebe nicht behaupten, dass sie eigentlich schlecht Band sind. Gut nicht, gell. Wahrscheinlich schon einfach mein Gehör weiterentwickelt und Ah, ja, mein klar. Gut weiterentwickelt. Wahrscheinlich also doch so gekriegt als das, gell. Also ich will sie nicht schlecht schwätzen. Sie sind eine gute Band, sie haben definitiv hier Daseinsberechtigung, gell, die sich Arbeit tun. Aber ja, für mich war das dann auch so Ja. gesehen. ja das stimmt ich meine Auch wenn es zu lauschen, das ist echt mehr als ein nostalgischer Grund, wie dass du siehst, oh, schon dick Bock auf Cradle. Sag ich da, oh ja, also gut als Erinnerungsstück vom Lauschen an Cradle. Ist das so. das stimmt das ist effektiv so ich meine ich muss auch so lo wann ich se laus drin finden ich mich auch deweils ja Ja, Zeiten zurück. nee das Ja. et gin so Sachen wo dich können vor jüngeren am Sinn von so freck so dat war geil dem Molz das ist noch Ja. immer geil Ja, oder ja. jeweils siehste wie wat du nicht dat Lied so gut von du sech also nicht so gut da das natürlich schon dann dein Gehirn wat developiert geht ne Ja, natürlich. mehr ja, ich denke egal wei sind sie an das immer ist absolut eins an sie wichtig für den extreme Metal also sie wichtig für die no kommend Black Metal sowie deelweis auch ja Melodic Black Metal oder Melodic Death Metal Szenen wo sich an Zentraleuropa nicht unbedingt nach Schweden an skandinavische Länder mehr sie gehen ganz viel erwähnt an sie gehen aber nach immer geschah zumindest von den von den meisten Musiker außer natürlich aus dem puristischen Black Metal Szenen da das Ja. da schwätzt kein wat ze sie sind wichtig ja? das steht für raus mein ich Ja. Dann, ging- also. ja das Das ist war absurd. ne Ne? ich will Ja. nicht wieso Kein Bock. kein Bock Nee, mehr. ich habe so mir noch alles gesagt, soweit was Eis geht, ne? ja Wenn dir du nach immer Cradle-Fan sitzt, dann ist das gut für allem. Schreib das von der Welt auch, wie du so Haut fand. Hat sich etwas geändert, dann fanden sie da immer so gut wie damals. Oder fand auch, dass sie ein Logo los haben. Könnt ihr es gerne mitteilen, wenn ihr wollt. absolut ich denke gerade nur nach Apps schon wenn ihr Apps gesehen wo sie effektiv ein Foto vergleich hun vom Danny Filf wann wie ein Haut hast gesagt wie 34 Schuhe geil Ja. so und dann hast du so ein Teenager Frau und was reagiert so oh, das ist nochmal der schönste Mann auf der Welt so okay Mädchen du hast definitiv gesoffen geil Okay. du warst nämlich lang weil okay dem denn für eng Hauptfigur wurde den erst präsentiert mir war das eine andere Sache das muss der Freileiter besser wissen am Männer auch an alle Schade. anderen Geschlecht auch Ja, natürlich. Ich hatte da Zeit doch so ein Fandel von hinten, wo ich an der Kummer hängen hatte. Und dann, ja, ich hatte keinen, ja, dann haben wir beim Schafe so. Dann die Film, also ja nicht gerade den allergrößten. nee Und ich kann mich da erinnern, dem Fandel waren alle gut die anderen Band Pombrun, die waren so leicht gebickt, da musste alle gut näher klingen, an länger hecht waren. Ja, So. ja. Das ich witzig fand. ja das ist schon witzig ich meine also sind ja auch alle Götten die ultra extreme Boots und mal Ja. 5 cm Ja, so mit dann dieselbe, ja, da muss der schon da ein gut Stück mir groß auch. ja und dann bleibt aber klein Ja. er bleibt groß an eisen Herzen er bleibt klein am reellen Me war soviel dazu für die dabei von net wissen wat Quiller viel was Ech ging so egal wei gi eng chance Lauscher dran, absolut. an ja mé gin lo zwei Kekradler vielfleischchte mé lo einer Sachen machen Genau. an mir verlossen ich mat dem lächte Satz Ech ginn de Mikro und de Pit weiter mat eng wonnerscheinen Harpi gesang an Ehren vum Danny Phil wannnegift Ich probiere mein Best. so ähnlich ass dat wann de Quiller vielfleischcht Fall Auf jeden Fall, merci für die Nullausterin. ja Ich hoffe, dass kein Eurokrebs gekriegt wird. Und dann wünsche ich dir alle schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Und wir hören uns rum bei Calmedi. see Auf you Hoch. later